Wir sind nur mit einem Goal hinten drin. Das können wir locker noch holen. Locker. Wenn wir jetzt das Goal machen. Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Ründeli NHL 21 mit unserem SC Bern. Die letzte Folge war einfach der Oberhammer, da wir komplett rasiert haben. Sollten wir das in dieser Folge auch schaffen, wäre das übertrieben nice. Und wenn wir schon beim Übertreiben sind, übertreiben doch mal bei diesem Video mit den Likes und mit Kommentieren. Wenn du eine kleine Unterstützung brauchst für einen Kommentar, dann schreib mir doch einfach unten rein, welcher Spieler ist dein Lieblingsspieler aus der National League an. Diejenigen, die mich schon seit längerem verfolgen, wissen genau, bei mir ist das der Andres Amböhl vom HC Davos. Ich bin extrem gespannt, wer von euch auch der Amböhl wählt oder wer auch sonst das immer ist. Ich bin einfach gespannt und freue mich schon auf eure Kommentare. Und genauso gespannt und freue mich auf die heutigen Matches. Und damit du nicht länger musst warten, starten wir direkt rein. Wir gehen also in die Action aufs Eisfeld. Los geht's! Und somit herzlich willkommen zu unserem ersten Spiel von dieser Folge und zu meinem allerersten NHL 21 Match auf der PS5. Ich bin gespannt, ob wir da so erfolgreich sein können wie auf der PS4. So, und da unser erster Angriff. Abdrehen, sehr schön, jawohl, schön hinten durch. Schuss und leider kein Goal. Nächster Angriff läuft und wir haben Platz. Und können den Pass geben, aber wir machen das Goal nicht. Achtung Jürg, nein, schlecht verteidigt, sehr schlecht verteidigt und gut gemacht doch noch. Hey Lugano, würden wir bitte aufhören zu drücken und Jürg, würdest du aufhören so Fehler machen? Oh mein Gott, haben wir Glück. Oh, shit. Shit, rein. Goalie. Danke schön, Merzlikins. Fuck, jetzt habe ich mich zu wenig konzentriert und da kassieren wir das Gegengol und sind somit mit 0:1 im Rückstand. Scheiße, Mann. Nein, hey. Wir lassen uns aber von diesem Goal nicht unterkriegen. Wir werden den Match noch kehren, aber so nicht, Jürg. Und jetzt machen wir es uns selber noch viel schwerer, da wir in Unterzahl spielen. Schön Goalie. Ich kriege einfach nicht Stand in dem ersten Drittel. Absolut nichts, aber der Goalie kriegt etwas her. Nein, shit. Schön Goalie. Zweites Drittel. Wir können jetzt ein Powerplay spielen. Können wir das ausnutzen? Jawohl. Direkt ausgenutzt zum Start vom zweiten Drittel. Und somit steht es jetzt 1:1. 1:1 ist jedoch zu wenig. Wir brauchen unbedingt kein Fehlpass. Achtung, Jürg, bitte. Goal. Nein, wegen meinem scheiß Fehlpass sind wir wieder im Rückstand. Nein, Mann, fuck, ey. Was war das jetzt? Wieso gibt es da jetzt einfach wieder ein Goal gegen uns? Und jetzt sind wir 1:3 im Rückstand. Fuck, noch einmal. Nicht nochmal das Goal, Jürg. Nicht nochmal das Goal kassieren. Nein. Wir brauchen unbedingt das Goal und nicht nochmal das Gegengoal. Oh mein Gott. Und das Goal fällt jetzt für uns. Das fällt. Nein, der andere, der stockt dazwischen. Kein 4:1 kassieren. Kein 4:1 kassieren, schön Goalie. Komm, Haas, komm schon. Abdrehen, passen, schiessen, abpraller, nein! Komm schon, Wang, unser Topscorer. Gib den Pass. Und da, kein Schuss wird verwertet von uns. Meno Chibo, jetzt, komm, jetzt, nein, wieso nicht? Das letzte Drittel, wir müssen uns den Sieg noch holen. Aber mit so Abschluss holt man kein Goal raus. Jetzt aber mit dem Angriff. Jawohl, schön ausgewichen. Und jetzt der Pass oder wie? Ach komm. Komm schon. Jetzt links rüber. Perfekt. Abdrehen. Pass. Schuss. Kiste. Jawohl. Da haben wir es jetzt. 2:3. Und das ist absolut wichtig in die Kiste. Jetzt holen wir uns den Ausgleich. Der Pass kommt an. Der auch. Der wieder. Der auch. Und dann werden wir umgetatscht. Aber wir haben noch die Scheibe mehr schiessen. Aber wir treffen das Goal nicht. Jawohl, keine Ahnung, wie die Scheibe da hin und her geflogen ist. Aber jetzt, am Schluss, ist sie im Goal gelandet und somit steht es jetzt 3:3. Sollten wir uns den Sieg dann noch holen, wäre das ein richtig geiles Comeback. Schön, Merzlikins. Wir müssen Unterzahl spielen, aber wir haben die Scheibe und wir machen kein Goal. Aufgepasst, Jürg, aufgepasst. Das gibt's doch nicht, die passen auf, aber der Schuss ist sowas von platziert.
Und natürlich erzielen sie 4:3 in ihrem Überzahlspiel. Scheisse! Wir können aber nochmal zurückkommen. Aber nicht so. Also der Match sicher hammergeil. Nur kein geiles Resultat für uns bisher. Können wir den Match noch zu unserem Match machen? Für das bräuchten wir jedoch die Drecksscheibe und wir haben sie einfach nicht da. Jetzt haben wir sie. So, Pass über, jawohl. Komm, abdrehen nochmal schnell. Und jetzt der Schuss und der Abpraller. Nein, wir kriegen den Abpraller nicht. Fuck, noch einmal, da ist die Sirene, Mann. Wir verlieren den Match mit 3:4. Wieso hätte das nicht noch am Schluss erfolgreich sein? Scheisse. Dann hoffen wir, dass der simulierte Match gegen Ambri zumindest erfolgreich wird sein. Nach dem ersten Drittel sieht es auch danach aus. Nach dem zweiten Drittel immer noch. Und am Schluss ist es tatsächlich so, wir gewinnen den Match gegen Ambri mit 3:2. Ambri haben wir geschlagen, gegen Lugano haben wir verloren. Jetzt müssen wir gegen Biel an. Und wenn wir den Match gewinnen, dann ist die Niederlage gegen Lugano nur noch halb so schlimm. Um den Match zu gewinnen, bräuchten wir jedoch die Direktscheibe. Und da haben wir sie. Nein. Wir gehen in den Match nicht in Führung. Es muss natürlich Biel sein, der das erste Goal schießt. Scheisse! Schön abgefangen. Nein! Scheisse! Fuck! Schön! So, jetzt mit dem Angriff holen wir uns den Ausgleich. Mit dem Angriff holen wir uns gar nichts. Kommen schon, meine Berner Jungs. Komm schon, Haas. Zack, jawohl. Und jetzt Goal. Nein, wieso auf der Goalie? Schön, Merzlikins. Yes. Nein, hey, ich bin nachher, Mann. Ich kann nicht kommentieren, ich kann kein Goal schiessen. Was soll das heute? Nein, Mann! Perfekter Start ins zweite Drittel mit einem Goal. Perfekter Start, nein, kein perfekter Start. Aber auch kein perfekter Start für Biel, oder? Schön Merzlikins. Wir sind nur mit einem Goal hinten drin. Das können wir locker noch holen. Locker. Wenn wir jetzt das Goal machen und wir machen es nicht. Oh mein Gott, Merzlikins sind gerade noch dran gewesen, Erneut ein Unterzahlspiel für uns, aber wir haben Pauli gewonnen, sind im gegnerischen Drittel drin, können schiessen und kein Goal natürlich machen. Kein Goal kassieren in Unterzahl. Nein, schön Merzlikins. Wir machen jetzt ein Goal. Nein, wir machen gar nichts. Unterzahlspiel haben wir überstanden, aber Biel macht jetzt das Goal zum 0:2 bei 5 gegen 5 auf dem Eisfeld. Nein, wieso sind wir heute so scheiße? Wenn jedoch Biel kann 2 Goal schiessen, können wir das auch. Komm schon, aber wieso mache ich so scheiße? Einfach viel zu wenig Offensivszenen von mir und wenn, dann nutze ich die nicht wirklich aus. Aber jetzt, komm schon. Und wieso zeigst du mir da unten immer noch den Forster an? Was soll der Scheiße? Nein, wieso habe ich mich jetzt auf das konzentriert? Oh, danke schön, Goalie. Okay, Biel hat eine Strafe kassiert, das heisst, wir können Überzahl spielen und das nutzen wir aus. Jawohl, perfekt ausgenutzt. Anschlusstreffer ist da zum 1:2. Yes! 2:2. Komm schon, Haas. Nein, Metall. Ober, jawohl, sehr schön. Yes. Und jetzt rein damit. Jawohl, jetzt hat es geklappt. Perfekt. Und da ist gerade der Ausgleich. Yes. Und den Match holen wir uns jetzt auch. Wir kehren jetzt an den Match noch in dem zweiten Drittel. Komm schon, Mann. Komm schon, wir kehren den Match jetzt noch. Wir kehren noch in dem zweiten Drittel. Wir kehren noch. Komm schon, jawohl. Nein, die Sirene war kurz vorher da und dachte, Mann, wäre das geil gewesen. Während dem Schneiden ist mir ganz klar aufgefallen, musst du noch schauen, das hätte ein Goal sein. Zack, am besten das Standbild, 0,1 Sekunden gesehen in der Mitte und oben Chiba ganz klar im Goal. Das Game hat mich einfach verarscht. Dann werden wir den Match ganz einfach im letzten Drittel für uns entscheiden. Zuerst holen wir uns aber die Scheibe. Bitte, Merzlikins, hebt den. Hey, jawohl, er hebt die Scheibe fest. Wir müssen dann die Dreckscheibe hier abnehmen. Jawohl, genau so. Und jetzt Führi.
Pam, Pass. Das ist mit Klarität abgefangen. Nein, nicht da. Checken, jawohl. So, und jetzt führe ich. Pam, passen. Und go! Wieso Backhand? Junge? Ach so, damit wir ein Bulli-Goal machen. Alles klar. Nein, kein Bulli-Goal. Nein, nicht da. Scheiße, zum Glück verzüchten. Nein. Wähl ihn doch aus. Wieso wählt er ihn noch nicht aus? Mann, da kassieren wir das 3:2. Nein, bitte nicht nochmal verlieren. Nein, scheiße. Nein, nicht nochmal das Goal kassieren. Oh mein Gott. Wenn wir jetzt nochmal das Goal kassieren, dann wird es fast ein Ding der Unmöglichkeit, um den Match zu gewinnen. Also, holen wir uns den Sieg. noch. Zuerst aber mal ein wunderschöner Ausgleich direkt. Ja, im Anschluss so halbwegs. Auf jeden Fall schon 3:3 jetzt. Yes! Biel darf nicht mehr angreifen. Einfach direkt eiskalt und hart reingehen. Scheiße. Biel darf den Match nicht. Wie haben wir jetzt das Goal kassieren? Das gibt's doch einfach nicht. Da komm schon, nein, wieso? Komm, hey, wir müssen jetzt noch. Nein, komm, nein, das gibt's einfach nicht. Ja klar, bitte nicht. Ach. Oh mein Gott, hey, noch an den Pfosten, aber wir verlieren trotzdem den Match mit 3:4. Bin mir so sicher nach dem Ausgleich, dass wir den Match noch werden für uns entscheiden. Aber nein, wir verlieren in dieser Folge. Beide Live-Matches, nur die Simulation haben wir können für uns entscheiden. Klar ist es richtig scheiße, wenn wir beide Live-Matches verlieren, aber es sind trotzdem zwei richtig geile Matches gewesen. Aus meiner Sicht hat es einfach richtig Spaß gemacht und ich hoffe, dass auch du deinen Spaß an dem Ganzen gehabt hast. Auf jeden Fall zeigt das, dass wir da mit dem Schwierigkeitsgrad etc. und alles einfach perfekt eingestellt sind. Wir können gewinnen, wir können verlieren, wir haben richtig geile und spannende Matches jeweils. Und somit kann ich dir versprechen, dass genau auch die nächste Folge wieder richtig geil wird. Und wenn du die nicht möchtest verpassen, unbedingt meinen Channel kostenlos abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Denn nur wenn du das Glöckchen aktivierst, wirst du sofort benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online ist. Und dass es viele ja gar nicht mitkriegen, dass es ein neues Video gibt, das weiss ich. Dann klickst du gehen einfach wieder retour. Es zeigt, ihr habt die scheiß Glocke nicht aktiviert oder nicht abonniert oder was auch immer. Kommen, machen das bitte. Unterstützen doch die ganze Sache. Unterstützen Schweizer Gameplay-Content. Ich möchte da jetzt aber nicht jammern, ich bin einfach dankbar an jeden Einzelnen, der sich meine Videos reinzieht, liked, kommentiert etc. Danke auf jeden Fall für den Support. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt draußen. Danke dir nochmal fürs Zuschauen und wünsche dir somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!